Frühjahr 1945. Der Zweite Weltkrieg in seiner letzten Phase. Die Amerikaner dringen nach Bayern vor. Am 3. April erobern sie Aschaffenburg. Mitte April Bayreuth. Was sie nicht ahnen, in der Oberpfalz befindet sich ein unbekanntes Konzentrationslager, Flossenbürg. Was ist damals hier geschehen? Der Journalist Thomas Muggenthaler beschäftigt sich seit Jahren mit dem Thema und hat mit dafür gesorgt, dass hier eine Gedenkstätte eingerichtet wurde. Er hat mit ehemaligen Häftlingen gesprochen, ihre Geschichten aufgeschrieben. Eine hat ihn nicht mehr losgelassen, die Geschichte der Todesmärsche. Bei diesen Todesmärschen begegnet man natürlich auch wahnsinnig tragischen, berührenden Geschichten. Wer nicht mehr kann, wird erschossen und die SS liquidiert am 23. April, eigentlich in Sichtweite der amerikanischen Panzer, noch Häftlinge. Die Todesmärsche sind kaum erforscht. Es gibt nur wenige Dokumente. Was man weiß, Mitte April 1945 ist das Lager völlig überfüllt. 20.000 Menschen sind hier zusammengepfercht. Es herrscht Hunger und Kälte. Der Leiter der Gedenkstätte, Jörg Skribeleit, schildert die verzweifelte Lage der Häftlinge. Man spürt, die Befreiung ist nah. Man hat unglaubliche Todesangst, weil man denkt, die bringen uns alle um oder was passiert. Man hört den Geschützdonner, der aus Westen kommt von hier. Es gibt Gerüchte im Lager. Es gibt ja illegale Radios, die man sich besorgt hat. Man weiß ungefähr, wo die Front steht und man weiß nicht, was machen die mit uns. Die Amerikaner machen Luftbilder von Flossenbürg. Vom Schrecken im Lager bemerken sie nichts. Justin Sonder kommt im Februar 1945 nach Flossenbürg. Er muss außerhalb des Lagers Arbeiten erledigen. Dabei macht er eine merkwürdige Beobachtung. Die Straße war voll mit schwedischen Omnibussen, Rote Kreuz. Und da hatte ich Hoffnung, oh, eventuell übernehmen die uns. Denn ich habe gezählt, die Omnibusse. Das waren 25, soweit ich mich erinnern kann. Und dann ich bin den ganzen Nachmittag auf dem Appellplatz hin und her gelaufen, immer mit dem Gedanken. Es ist der 14. April 1945. Habe ich nicht gesagt. Den ganzen Tag hofft Justin Sonder darauf, vom Roten Kreuz evakuiert zu werden. Vergeblich. 2 Tage später, am 16. April, werden die jüdischen Häftlinge hier auf dem Appellplatz zusammengetrieben. Bewacht von rund 100 SS-Männern werden sie in einen Zug gepfercht. 1700 Häftlinge. Thomas Muggenthaler folgt ihrer Spur. Der Zug mit den Häftlingen fährt von Flossenbürg zunächst nach Westen, in Richtung Weiden. Ziel ist es, die jüdischen Häftlinge nicht in die Hände der Befreier fallen zu lassen. 4 Tage später werden die anderen Häftlinge auf ihren Todesmarsch geschickt. Ihre Spur führt Thomas Muggenthaler durch die Oberpfalz in die Vergangenheit. Es war ein Wettlauf mit dem Tod. Am Morgen, den 16. April, rücken die Amerikaner weiter in die Oberpfalz vor. Dorf für Dorf wird eingenommen. Die Amerikaner greifen auch einen Zug an. Was sie nicht wissen, es ist der Zug mit den Häftlingen aus Flossenbürg. Es gibt die ersten Toten. Der Zug mit Justin Sonder muss am Bahnhof in Floss anhalten. Die Lok ist zerschossen. Für Justin Sonder sind bereits die wenigen Kilometer Fahrt die Hölle. Der SS-Mann in unserem Waggon war ein fürchterlicher Mensch. Er hat, um Ruhe zu sorgen, wenn ich das mal so sagen darf, sein Bajonett gezogen und hat auf die Häftlinge eingeschlagen. Nicht vorstellbar, wie die Häftlinge aussahen. Dem einen fehlte eine halbe Nase, dem anderen war das Ohr weg. Mit einer neuen Lok fährt der Zug weiter, Richtung Schwandorf. Das Ziel Dachau. Doch am 17. April bombardieren die Amerikaner den Eisenbahnknotenpunkt Schwandorf und zerstören die Gleise. Der gesamte Bahnverkehr in der Region kommt zum Erliegen. Der Zug mit den Häftlingen bleibt bei Naburg stehen. Die Häftlinge im Zug sind seit mehr als 48 Stunden ohne Essen.
Der Historiker Ulrich Fritz hat mit Überlebenden gesprochen. Es gibt Berichte, dass wo immer der Zug angehalten hat, Häftlinge versucht haben, rauszukommen, Sauerampfer, Gras, irgendetwas Essbares zu bekommen. Und das natürlich unter Lebensgefahr. Denn es war klar, wenn einer versucht zu fliehen oder wenn einer sich von dem Zug entfernt, dann muss er damit rechnen, erschossen zu werden. Von hier aus fährt der Zug nach Schwarzenfeld, ein paar Kilometer weiter südlich. Zur gleichen Zeit, Mittwoch, 18. April. Die Amerikaner haben Nürnberg erobert, die Stadt der Reichsparteitage. Sie ahnen nicht, welches Drama sich in dem nur 100 Kilometer entfernten Zug abspielt. Am Tag darauf beschießen amerikanische Flieger am Bahnhof Schwarzenfeld erneut den Zug mit den Häftlingen. Wieder halten sie ihn für einen Truppentransport. Was damals geschah, hat viele im Ort verstört. Thomas Muggenthaler hat Zeitzeugen ausfindig gemacht, die alles mit angesehen haben. Wenn wir hergekommen sind nach dem Fliegerangriff, haben wir also Verletzte, haben wir Schrei gehört von Menschen, die auf der Straße, wenn wir näher hergekommen sind, sind die auf den Platz auf der Straße gelegen. Als die SS-Männer begreifen, dass der Marsch zu Fuß fortgesetzt werden muss, erschießen sie die Verwundeten. Also Sie haben gesehen, wie SS-Leute auf Soldaten, die Verwundeten geschossen haben. Ja. Ja, das haben wir gesehen. Als Kinder. Ne? Alles, was aus dem Waggon rausgekommen ist und hat nicht laufen können oder war schon verletzt durch die Schüsse, die haben sofort erschossen worden. 133 jüdische Häftlinge werden hier getötet. Am Bahnhof kein Hinweis auf dieses Massaker, keine Inschrift, nichts. Justin Sonder steckt in einem der Waggons, als die amerikanischen Piloten am Himmel kreisen und den Zug ins Visier nehmen. Plötzlich geht alles sehr schnell. Dann stürzten die Amis sich auf uns und ich bin beim Sturzfluch auf den Waggon geklettert, auf den Rand des Waggons und habe mit einem Tuch oder einem Schal den Amis zu verstehen gegeben, wer wir sind. Die sind so tief geflogen, dass ich sogar die Piloten gesehen habe. Justin Sonder bleibt unverletzt. Viele seiner Mithäftlinge sterben hier. Die Überlebenden werden von der SS weitergetrieben. Wohin der Marsch geht, das weiß auch der sächsische SS-Mann nicht, der Justin Sonder bewacht. Und ich habe auf besten Sächsisch versucht herauszubekommen, wo laufen wir denn hin? Und das habe ich ihm in Sächsisch gesagt. Ich habe gesagt, na, wo latschen wir denn nun hin? Und er hat den Begriff aufgegriffen und gesagt, wo wir hinlatschen hinterher. Na, wo sind die? Das weiß ich auch nicht. Wir müssen uns beeilen, wir müssen die einholen. Justin Sonder und seine Mithäftlinge werden weitergetrieben in Richtung Neuenburg vorm Wald. Als kurz darauf die Amerikaner nach Schwarzenfeld kommen, finden sie die ersten Leichen. Die GIs stellen der Gemeinde ein Ultimatum. Innerhalb von 48 Stunden müssen die Toten exhumiert und unter der Mithilfe der Bevölkerung würdig bestattet werden. Sonst wird der Ort dem Erdboden gleichgemacht. Hier auf dem Friedhof werden die Opfer bestattet, bis man sie 1957 nach Flossenbürg umbettet. Geblieben ist ein Gedenkstein, sonst nichts. Es hat ja schon sehr bald ein Prozess des Vergessens eingesetzt. Und gerade hier in Schwarzenfeld hat einfach die Geschichte der Rettung des Ortes, hat die Geschichte dieses Massakers völlig überlagert. So ist es an vielen Orten. Allmählich geht die Erinnerung an die Todesmärsche und ihre Opfer verloren. Ihr Weg zieht eine Blutspur durch die Oberpfalz. Wer die Mörder waren, lässt sich nur schwer ermitteln. Viele SS-Leute hat man nie gefasst. Anderen konnte nicht nachgewiesen werden, dass sie unmittelbar jemanden ermordet haben. Und die kamen dann mit milden Haftstrafen davon. Hinter Schwarzenfeld teilt sich die Kolonne auf. Über verschiedene Wege werden die Häftlinge zu Fuß durch die Oberpfalz getrieben. Schwarzenfeld ist nicht das letzte Massaker.
Am Freitag, den 20. April, findet in Nürnberg die Siegesfeier statt. Die Amerikaner wissen, dass der Krieg nur noch wenige Tage dauert. Doch jeden Tag sterben weitere Häftlinge. Am 21. April erreicht der Todesmarsch Neunburg vom Wald. Ein Teil der Häftlinge darf auf dieser Wiese rasten, bewacht von der SS. Neunburger bringen den Häftlingen Kartoffeln und Wasser. Stundenlang hocken sie dort. Es regnet. Hella Müller wohnt damals direkt daneben. Und dann habe ich etliche Male knallen hören. Schüsse. Ja. Und dann ist später die Frau Bäumler mit einem Fuhrwerk gekommen, nicht mit einem Leichenwagen, mit einem Fuhrwerk, und hat die aufgeladen. Auch Hermine Falk hat die Häftlinge damals hier gesehen. Und als sie nach Hause kommt, berichtet der französische Zwangsarbeiter auf ihrem Hof, dass SS-Männer nach Essen und Trinken verlangt hätten. Und dann hat halt der Franzose reinlassen. Und dann hat der Franzose gesagt, da wollten sie was hergeben. Da haben sie so in der Hand so was gehabt. Und der Franzose hat dann auch so hitzwinkelt. Und das war lauter Gold, Kronen, was die Leute, den Toten, wahrscheinlich raus haben. Auch Justin Sonder kommt mit seiner Kolonne nach Neunburg. Er und seine Mithäftlinge sind völlig erschöpft. Auf einem Platz müssen sie anhalten und warten. Es regnet. Wir standen dort mit Bewachung. Und auf einmal lief ein junger Mann, vielleicht Mitte 30, an uns vorbei und sagte zu uns: "Halt, seid stark, haltet durch." Und weg war er. War toll. Also, er hat uns ja nichts zu essen gegeben, aber diese Worte haben uns aufgebaut. Währenddessen richtet die SS in einem Wald oberhalb des Ortes, am Plattenberg, ein weiteres Massaker an. Schon unterwegs werden schwache Häftlinge schlicht und ergreifend erschossen, erschlagen. Was hier genau passiert ist, weiß man nicht. Aber man weiß, dass hier 160 tote Häftlinge gefunden worden sind. Die Toten werden hier verscharrt. Wieder kommen die Amerikaner zu spät. Sie finden nur noch einen Wald voller Leichen und befehlen alle erwachsenen Neuenburger zum Plattenberg. Auch hier der Befehl, die Toten würdig zu bestatten. Hermine Falk und Hella Müller sind auch mit dabei. Da habe ich mir einen Waschlappen in meine Manteltasche gesteckt. Und das habe ich mir vor die Nase gehalten, weil es war ein furchtbarer Geruch. Auf dem Friedhof müssen alle an den Toten vorbeigehen und ihnen die letzte Ehre erweisen. Ein Ort in Scham und Schuld. Wer dabei war, hat es nie vergessen. Wir sind von da unten reingekommen, mussten da rauf, und da waren diese großen Särge von der Kapelle bis rauf. Und da musste jeder die Särge anschauen. Die Opfer werden auf dem Friedhof bestattet und später nach Flossenbürg umgebettet. Hinter Neunburg treibt die SS die Häftlinge weiter in Richtung Südosten. Am Wegesrand werden immer wieder Menschen erschossen. Wie hier an diesem Bach bei Meidenried. Ein Überlebender, der gleich 1945 einen Bericht schreibt, der berichtet, dass zum Schluss es in seiner Kolonne 8 Häftlinge waren und 16 SS-Leute. Inzwischen sind weitere Häftlingskolonnen aus Flossenbürg unterwegs. Justin Sonder wird in Richtung Süden getrieben, nach Stamsried. Am Samstag, 21. April, letzte Kämpfe in Neumarkt. Die Amerikaner bereiten sich auf den Angriff gegen Weiden und Cham vor. Die Häftlinge hören schon Gefechtslärm. Eine der Häftlingskolonnen erreicht Egelsried. So, grüß Gott, Herr Dimmel. So. Die Häftlinge werden in die Scheune gesperrt. Als die Kolonne 2 Tage später wieder aufbricht, durchsucht die SS die Scheune.
Dann haben sie mit den Hund reingegangen und haben wir da mal durchgesucht. Dann haben wir noch 7 gefunden, oder 8. Da hat es geheißen, Hintern schließen. Wir haben auch nicht gewusst, was mit denen wird. Und die haben auch gleich, gleich weggeschossen worden. Als die SS endlich verschwindet, geht Hans Demel in die Scheune. Er hat das Gefühl, dass sich dort noch immer Häftlinge verstecken. Oben in der Scheune hebt er das Stroh hoch und dann entdeckt er den ersten. Ist aufgestellt und hat die Hände auf die Heide, gell? Nicht schießen. Gell? Ja, den hat der Vater gleich mitgenommen in den Stall, den hat er das Essen gekriegt und dann das Gewand. Stunden später, es ist Montag, der 23. April, erreichen die Amerikaner das KZ Flossenbürg. 1500 zum Teil schwer kranke Häftlinge werden befreit. Für viele kommt die Rettung zu spät. Noch immer sind viele Häftlinge in der Gewalt der SS. Sie werden weiter nach Süden getrieben. In Wetterfeld werden einige befreit. Unter ihnen ist auch Justin Sonder. Er überlebt 2 Jahre Konzentrationslager, 16 Selektionen in Auschwitz und am Ende noch 8 Tage Todesmarsch. Am 23. April 1945 ergeben sich die SS-Männer in seiner Marschkolonne. Das war das Signal, dass wir aufgestanden sind und alle in allen verschiedensten Sprachen ein einziges Wort: Freiheit. Und wir haben das laut gerufen, es hat geschallt. Seitdem feiert Justin Sonder jedes Jahr den 23. April wie seinen Geburtstag. Mehr als 5000 Menschen werden auf diesen Todesmärschen des Konzentrationslagers Flossenbürg ermordet. Sie werden am Wegesrand verscharrt. Thomas Muggenthaler ist der Spur ihrer Gräber gefolgt. Man sieht wirklich, dass es eine Blutspur ist, die diese Todesmärsche durch die Region gezogen haben. Wer es miterlebt hat, dem hat sich das so ins Gedächtnis eingebrannt, dass er es nie mehr vergessen hat. 70 Jahre ist das her. Es gibt nur noch wenige Zeitzeugen. Thomas Muggenthaler will weiter dafür arbeiten, dass die Todesmärsche nicht in Vergessenheit geraten.